Good morning. Kruisjund in de naam van Jezus Christus. Wondervoll, top te komen hier waren vandaag morgens. Het is koude dag en we hebben een warme stoof te bijna zetten. En het wordt Gottes aanhoren, top te zingen en aan te denken wer God is, wat God van je doen heeft. Jeder einer sei welkom hier. Ja, en zo wieder, wat ik hier zei. Ich habe nicht für alle mit Namen gerade so hastig, aber jeder einer welkom. Wir sind top gekommen, um eine Schrift zu checken und sagen, was Gott für uns hat von da. Und so für weiter, wir leben in einer Zeit, nu dort die Weihnachtsdag, so für die anderen Tage, die kommen dichter bei. Und der 25. Dezember ist der Tag, was man erst wurde zu sehen gesagt, um das die Weihnachtshelgedag holen. Und nicht dort wir unbedingt glauben, dass Jesus den 25. geboren ist. Die Datum ist uns nicht klar, wann Jesus geboren ist. Aber das ist ein Tag, wo zu sehen gesagt ist. In der ganzen Welt wird dort durchdrückt. Und wir sehen dort all, wo die Stürche sind drückt. Das ist viel Decorations ab für das Tag. Wohnt erst alles für Gott seine Ehe. Wohnt erst alles fleischlich. Wenn ich mir mal wie Briefe am Jesus, wegen viele von den Dingen, was getan worden ist, vielleicht bloß ein fleischliches Ding. Some von den Dingen sind in sich selbst nicht artig. Und aber dort wie uns hart klar haben, was Weihnachten ist und was dort passieren wird, als Jesus geboren wird, und dass die Engel im Himmel singen wird, Friede auf der Erde, in den Menschen, Glory to God, and peace on earth, glory to God, und so weiter. Dort wird klar werden, dass der Friede Gottes, was Gott ist gekommen uns zu geben, das ist der Friede, was wir dürfen von da genießen. Das ist der Friede, was wir dürfen genießen von da, wenn wir Jesus Christus angenommen haben als unser persönlicher Heiland. So von da dachte ich, da an Samfarge nannte Tschetje und die Prophezeiungen wurden im Alten Testament all gesagt worden, und wo wir seine Done, wo die Menschen, even im Alten Testament, die checkte vorwärts nach den da, wann der Erlöser wird kommen. Sie wissen dort, die Menschheit fehlt ein Erlöser, und wie viel von dort haben sie gerade erreicht, können sie reich verstehen. Ich glaube, was von dort checkt ist noch ein natürlicher Erlöser, was wird freimachen von der römischen Regierung. Und jetzt aber fing wir auch, sie haben auch eine deepere ein Verständnis von, was im Kommen wird, wenn sie reden davon, dass der Messias wird kommen und so weiter. Aber kriegst du es von da, die Prophezeiungen, was wir in der Schrift haben, von der Zukunft, die sind uns nicht alle klar. Nicht? Wenn wir lesen da Offenbarung oder in dem Buch von Daniel, weil da sind Prophezeiungen bei, ja, das hört sich an, das ist was ich meine, und jetzt haben wir alle nu sagen, das war uns Verständnis, da immer nicht ganz deep noch ist. Jetzt Gott hat es geschrieben für uns zum Lesen und zu verstehen. Und so denke ich an, wie es auch ein bisschen im Alten Testament, da wird Prophezeiungen, aber sie können nicht alles korrekt verstehen. Dass wir ab some Stelle im Alten Testament, dort wenn der Messias wird kommen, er wird der Erlöser sein, er wird den Freimachen. Aber nächste steht, redet von, in Jesaja von, dass er wird kommen, er wird ein Mann sein, was der Lieder wird, was der Suffering wird, was der viel uitzuholen wird haben. So sie können nicht uitkriegen. Eine steht redet von, das wird ein Chinese sein, andere steht, der wird Lieder, und das stimmt nicht taub. Ein Chinese kommt hier nicht in der Erde an, zum hier Lieder und zum Sterben, nicht? Und so, some hat in Alten Testament, was ich gelesen habe, Verständnis von, da würde vielleicht zwei Stück kommen. Ein würde Chinese sein und der andere würde sein, aber der wird kommen zum Lieden und zum Sterben. Und so sie können nicht ganz korrekt kriegen, was wird sein. Sie können nicht das sein, dass das alle wird, und das eine Person sein, was wir Jesus Christus tun. Und aber sehr wertvoll, ich glaube, wenn wir lesen dann, besonders die letzte Propheten, was die wären, im Alten Testament, was die wären Jesaja und Jeremia und auch Micha, dort wären die letzten drei, was die wären alle so wasser, am meisten derselbe Zeit, und die wasser Dinge, dieselbe Dinge prophezeien. Dort würden die drei sein, was das meiste würde ich geschrieben haben von Jesus seine Geburt. Und aber auch, even der Prophet Hosea schrift von dort.
En ik wil me aanvangen met een paar versen te lezen uit het Old Testament in het boek van Hosea, dat 11e kapitel, vers 1, plus das 1 vers. Da Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. So dat verstünde zij, den wat uit Ägypten geroepen war, en dort während allein ook een vreemde denk, wo würde die China van Israel kan uit Ägypten komen? En aber wir zijn dort von da, wo Gott endlich zweimal hat, den uit Ägypten rütgeroepen. Erstens wird al rette hier van Israel als du jung wirst. So zij werden nog maar een jonger volk als zij aan Ägypten gevangen werden en ze moesten er dienen als Sklaven. Nee? Dat werden al voorts Jacob zijn jongens, wat door, en wenn Joseph die vastgenomen, een van Jacob zijn jongens, ging over dem, de ganze familie ging in Ägypten aan. En van Anfang wordt er goed behandeld, maar bij dem worden zij door Sklaven en ze moesten de Ägypter door dienen, zoals de Geschichte bekend is im Oude Testament. Sehr schwer moesten zij er schaffen. En über dem hat Gott een plan, weil Gott hat lang einen Plan, wo wird Moses abtraten, even door die tijd wat Moses geboren werd, alle kleine jongens worden dan ook aangebracht van den Chinese. Krijgt dus tot die tijd wat Jezus geboren wordt, worden de kleine jongens ook abgebracht. Wenn die Chinese die wieder Angst, die würden andere Chinese abwassen, wat er steht wird wegnehmen en zij willen er steht zich sicher melken. En zodat als es die Feind schaffen dat als die wat Ramadan zijn, die aanbrengen, te zien brengen, dat zij worden empowered blijven. En zo weer te Moses in de tijd ook, maar God had je een weg te Moses te beschützen. En Moses was op. Moses wordt later de leider, wat de Israëlieten, als dat nog een jonger volk weer, die uit Egypten uitleiden naar Canaan. Naar de Promised Land. Dan later nog eenmaal, als Jezus geboren werd door in Bethlehem, en door waren als Herodes wil de kleine kinderen aanbrengen, dan moesten Jozef en Maria met de kleine kind naar Egypten vliegen, want daar vonden ze een schutz in Egypten. En door is Jezus dan het eerste angstje van zijn leven abgewassen. We weten niet graag hoeveel jaar hij is gewassen, maar de eerste jaren is hij dan in Egypten abgewassen. En dan later, als Herodes dan gestorven werd, dan trokken Maria en Jozef met ihre familie, met Jezus terug naar Nazareth, van waar ze originally waren. En door is Jezus dan weer abgewassen. Mir wird es mal interessant, als wir in eine Stadt waren. Da traf ik een Egypter, een man wat van Egypten kwam. En ik wilde hem zeugen. Ik vroeg even dem ook, als hij gläubig was en als hij Jezus Christus kennen deed. En ze wieder, oh ja, hij deed, zij deden. En hij weer van, ik wist niet van waar hij weer, maar hij zei, hij weer van Egypten. En zij weer die wat Jezus maar beschützt hadden. De Joden willen Jezus aanbrengen. En wie Egypter, wie deden aan beschützen. En daar had ik never aan gedacht, maar de zijn naar zo'n Egypter, die heeft een goed gevoel, dat zij Jezus deden beschützen in zijn jonge jaren. Daar had ik niet aan gedacht. Maar dan dacht ik voet zo, wat wil het zijn, want wie maar niet hadden Jezus beschützt in zijn jonge jaren, dat wil ons ook meesmaken met goudveilen. Die anderen willen hem aanbrengen, wie deden beschützen, nee. Maar nee, dat is niet zo wie, maar niet, die weer daar nog niet. Maar ik word aan, dus hij weer gläubig, ja, en hij vreest zich dat zij hadden Jezus beschützt. En zo weer interessant, hij danken voor mij. Maar dat is hoe Jezus op was, zo door roept Jezus en waar uit Egypten eruit. Zo daarom zei ik, de Oude Testament zegt al, dat aan wat uit Egypten eruit geroepen worden, en we vingen den wat je dacht, tweemaal dat hij uit Egypten eruit geroepen is worden. Dan, mir is het interessant, im Oude Testament, wo de tekens wat God zei dat, want Jezus wordt geboren worden, en kleine Einzelheiten nennen dat. Wat er worden zijn. Want sommige dingen zijn niet kleine Einzelheiten, maar sommige dingen zijn ganz einfach kleine einzelne dingen, wat God zei, dat wordt wat zijn. En mir is het wertvoll, dat God het den wat uitgeschreven heeft, wegen zoveel, ik weet niet nee, hoeveel profetieën er zijn van Jezus in het Oude Testament, maar er zijn zeer veel, en we alle dus krijg uitkomen deden, als Jezus geboren werd.
So als Jesus geboren wir, in der durch ganz seine Tradition, wenn ihr die Geschichte lesen, fing ihr immer wahr. Das passiert, zoals de Schrift zei. Oder das passiert, de Schrift uitgeveld wordt. En het wordt onmogelijk zijn dat irgend zegt dat verkund als alleen Jezus, van wem deze Prophezeiung weer. Zodat je van ganz, ik wil zeggen, nog een grote Klarheit, aber alle andere Klarheiten ab, dat Jezus is de Messiah, wat de man, komende van de mensheid, om de mensen te erlezen. En zo fingen we aan met Jesaja. Ik lees Jesaja heeft de meeste Prophezeiungen van Jezus. Ik denk, hij heeft meer van geschreven als ergens een ander profeet wordt haar. Maar we fingen aan Jesaja, het 7e kapitel. We worden het eerste kapitel, wat fingen van dat. Wel, het is ganz, ik wil zeggen, ganz sterkste boek van Jesaja fingen we. Maar im eerste kapitel fingen we dat ook al van waar Jezus wordt. Wanneer hij wordt komen, waar hij wordt de cup of suffering nemen, de cup of wrath, den zorn nemen van de mensen, wat op een is, vereerde zijn en zo wieder, vingen we van beschreven im eerste kapitel al. En dat we daar zijn van zijn lijden, van zijn sterven, voor de mensheid. Maar we vingen dat in Jesaja het 7e kapitel, daarom, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. So hier sagt er, der Herr selbst, Gott selbst, wird uns ein Teken geben. Und der Teken ist hier, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird ihr heißen Immanuel. Wundervoll. Er sagt hier, eine Jungfrau, dort meint das so eine junge Frühmensch, die noch niemals in Mann gekannt hat, sie ist noch niemals mit einem Mann top gewesen. En die wordt op einmal een baby expecten. Die wordt schwanger zijn. En wo zal dit passeren? Wel, we vingen het weer beschreven en wanneer we weer lezen in Jesaja. Aber het zegt ook in Lukas 1, Vers 35, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. So, de engel explaint dit naar Maria als de engel komen deed en zei te Maria dat du was een baby had. Dat zegt, dat schaute van den Allerheiligsten, zodat is God, die schaute van den Allerheiligsten, kom over Maria. En dan zegt het, dat de heilige ding wat aan haar geboren wordt, dat is van God. Doorweg, zegt hij, wordt dit Gottes Zoon genannt. So Maria wie de Mutter, aber Gott wie de Vater. So wir fingen dort durch zweimal nicht dort Josef wird de Papa genannt, oder Josef wird de Vater genannt, vor Jesus. Dort fingen wir nicht in der Schrift, dass immer wann von Gott, von Jesus in Vater geredet wird, dann redet von Gott. Jesus nannt auch Gott sein Vater. Wir fingen dort aus, 12 Jahre alt war, im Tempel. Nicht, die bekannte Geschichte, wo Jesus im Tempel war. Und Maria und Josef wisten einmal nicht, wo Jesus war. 12 Jahre jung. Und dann sagte sie ihm, und dann, wo er hier so war, und dann sagte er dann all, weet je nicht, dass ich bei meinem Vater sein Business doen? So er wir dort, wo Gott am Hand geraubt hat. Wir fingen dort, sie Nummer wird Immanuel sein, sagt es in Jesaja 7, Vers 14. Und die Nummer Immanuel fingen wir nicht sehr viel mehr abgenannt in der Bibel, aber doch Gott sagt, dort wird sie Nummer sein, und die Nummer meint Gott mit uns. So die Nummer ist bloß, und die Sprache ist bloß Gott mit uns. So Gott, Jesus wird Gott, wenn wir von Gott geboren. Als het schalte Eva Maria kwam, en Maria wordt wat aan haar wordt geboren, dat heilige ding wat aan haar geboren wordt, dat we Gottes zijn. So daarin weet we dat, wat de engel zei, dat dit wat geboren wordt, is van God, en dat is niet van mensen. So in doorweg we Jezus ganz vol God, even though hij aan een mensje, aan een vlees weer. Net zoals het zei dat in Johannes het eerste kapitel, dat woord, wie bij God, en God weer het woord, en het woord wordt vlees. So God weer am vlees, als hij beëerd weer, en we namen dat Jezus, waar hij weer God
en doordat God, Jesus deed de Wunder, hij had het leven woord Gottes reden, en hij zei, krijg den Heilsplan, wo wir worden kunnen seilig worden, wo wir worden kunnen gelijklich zijn voor God, dat hij Jezus ons alle openbaren, en toen dat openbaren, ik denk, ze wessen van deze dingen, wat Jezus deed, weer te openbaren, wie hij wil. Zum Beispiel op een water gaan. Hij ging op een water, dat hij weet, hij had de kracht over de natuur. Of hij deed een windstil maken, om te wijzen dat hij had de kracht over de natuur, over de wind. Hij deed mensen gezond maken, hij had de kracht over krankheden. Dat hij alles openbaarde, hij had de kracht over alles. Over de natuur, over het leven, over dood. Wanneer mensen afwachten van dood, hij had de kracht over alles. Zo daarom hebben we aan vertrouwen, wanneer we aan het leren doen, we kunnen aan alles aanvertrouwen. En even die van ons hier wat gelovig zijn, we hebben onze ziel Jezus aanvertrouwd. Hij heeft aan gedacht. Jene ziel wat in alle eeuwigheid leven wordt, daar hast du Jezus aanvertrouwd. Want Jezus wird de falsche zijn, dan hast du deine Ziel in falsche anvertraut. Daarom is het so wichtig, dat wir an uns Gott het klar gelegd hebben. Wer ist Jesus? En ist dit de wahre Sinn Gottes? En daarom gleich wieder taubte Lijntje vom Oude Testament, wat de heilige Prophet Jesaja doen. Check het Nieuwe Testament, waar de krijg uitgeveld is. En waar God met Chritz zijn schatje deed. Met Chritz waar stierf, waar Jezus schließlich zei dat es is volbracht. Es is fertig. Op Engels zeggen we, it is finished. Dat we alle volbracht. Hij kwam bij iedereen aan, hij wordt in Bethlehem geboren. Hij was op als een mens. En dat is wat de Bijbel zei in Hebreeën. We hebben vandaag niet tijd om dat alle lezen. Maar in Hebreeën zegt dat hij nam de mensengestalt op zich. So hij deed zich verduimd met je. Nam op zich de mensengestalt. Even dem dood am Kreuz, zegt het. Daar wordt hij verdampt. Waarom wordt hij am Kreuz verdampt? De Bijbel leert ons dat waarom Jezus am Kreuz verdampt wordt. Nou, Pilatus deed hem verdammen tot dem dood am Kreuz. Hij wordt am Kreuz verdampt wegen deine zonde en mijn zonde. Die zonde, wat ik en du gedaan hebben, die moesten weer verrekend worden. Die gaan niet bloß weg te waschen, zoals van niets gewaast is. Maar die zonde, wat ik en du begonnen hebben, die moesten verrekend worden voor God. Nu zegt de schrift, dat Opfer, wat Jezus Christus deed am Kreuz voor ons, dat is dat Opfer, wat er jährlich is. En zo doorweg, dat is het einzige wat ons gelukkig maakt, dat is dat Opfer, wat Jezus aan Kreuz gedaan heeft voor ons. En wanneer we dat aannemen dan en geloven, dan wordt er wat aan ons gebeuren. Dan leeft een nieuwe mens op eenmaal. En de nieuwe mens, die heeft een ander woordje als wat de oude mens had. De oude mens, die had een woordje van wat van vlees gedreven worden. Die ran de zin heen. Maar de nieuwe mens, die heeft een verlangen voor den te leven, wat aan vrije kracht heeft van den Sklaven te zijn. Vrije kracht van den Sklaven van zijn. En die gleich den te dienen, wie aan vrije zaad heeft. Dat is immer eine Geschichte. Heeft vielleicht alle eigen gehört, aber wir haben die Zeit, als sie noch Sklaven hadden. Und die Geschichte ist, glaube ich, hier in States passiert, wo sie noch länger Sklaven hadden, Sklavendienst. Und da war ein Mann, der hat einen Sklaven gekauft. En de oorzaak, wegen Sklaven worden verkauft am Uitroep, zoals we vandaag vijvertjepen dan am Uitroep. Die worden ook een ringbanen wordt een man, mag maar vroeg, han en hij joch met meest kleine kleider aan, because de mensen willen zijn niet dat hij gezond werden, dat hij goede muscles had, dat hij schaffen kan, dat het niet krepelig weer en al zo wat. En dan worden die verkauft daar. Wordt aangeboden, krijgt ze vijverkauft wordt. En dan we everything wil tjepen, dem zijn Sklaven weer dan wordt hem uitgeleid. Nou, deze man heeft zich de Sklaven gekauft. En nu weer is een man, die heeft zich de Sklaven gekauft. En dan, als hij gekauft had, zei hij, ik had je gekauft, om die vrij zaten. Du brauchst nicht für mich schaffen,
alle Schäden worden vom losgenommen. Du brauchst nicht für mich schaffen, du bist frei. Er kauft dich, um die frei zaten. Und dann wird am Lothar gefragt, so was wirst du nicht tun, dass du frei bist? Dann sagt er, ich will für dem schaffen, wer mich frei gekauft hat. Für wem will ich lieber schaffen, als für die Person, die mich so gut wird, in mich frei zaten deed. Er steht ein Bild von Jesus. Jesus, der uns frei zaten deed. Für wem werden wir lieber schaffen? Für wem werden wir lieber leben, als für dem, wer uns frei gesagt hat? Die Satan, die uns Dinge verlocken, aber das ist immer zum uns verdorben. Das ist immer zum uns zum Eiglück führen und in uns verdorben. Das ist, was die Satan sein Spiel ist. Aber Gott sein Spiel, sein Ursache ist, uns frei zu sagen, von der Käde, von den Satan frei zu sagen, und dann Lothar, das ewige Leben zu geben im Himmel. Die Bibel sagt dann so in Jesaja, das 11. Kapitel, Vers 1, dass er wird, und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isaias und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. So hier sagt Gott dort, weil der nächste Vers sagt nach, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und der Geist des Rates und die Stärke, der Geist der Erkenntnis und die Frucht des Herrn. So hier sagt es uns, es wird ein Stamm sein. Er wird von dem Stamm von Isaias sein, das meint Jakobus oder Jakob. Abraham, Isaac und Jakob. Und Jakob, sein Name wird Lothar gechanged. Und so dass er wird den Stamm sein von Abraham, Isaac und Jakob. Und er wird die Wurzel wird von dort sein, und dort wird kriegt Stämme dort actually Maria und Josef wieder bad in den Stamm. Aber Josef ist ja nicht Freundschaft mit ihm. Aber danach glaube ich, Josef wird am abgetragen ist es und vorher, wird sein Jung abtragen. Wir können sagen, in dem Sinn, dass wir sie steif sehen, ihr weißt. Aber Maria wie die Mutter. Und so sei wieder bad in den Stamm von Jakob. Und dann sagt er, am Abend wird den Geist des Herrn kommen. Und wir sagen das auch, wo Jesus getauft wird, weil Gott den Geist leidt seine von der Menschheit, was der Raum wäre. Das sagt in the shape of a dove. Und kommt der Geist über Jesus. Und dann kommt eine Stimme von Hänge, von Boven, und sagt, dieses ist mein geliebter Sohn. Und an ihn habe ich ein Wohlgefallen. This is my beloved son, in whom I am well pleased. So das ist mein letzter Sehen. Der Stammheber war da auf dem Berg, wo er mit seinen 3 Jüngern wir aus der Verklärung, die wir, und wo Moses und Elias auch kommen, da seht ihr, das ist mein Sehen, und an wem ich ein Wohlgefallen habe, und dann dort sagt nachher an, dort diesem Horche, sagt der Stern von Himmel. So wir finden ein paar verschiedene Städte, dort der Stern von Himmel sagt, das ist mein Sehen, das ist Gottes Sehen, dort den Horche. Dort dem Horche, was der zu sagen hat, das ist Gottes Sehen. Das war Johannes sagt, als Jesus sagte, komme bei dem Jordan, und dort ist das Lamm Gottes, was den Sinn von dieser Welt wird nehmen. So von daher, für was wir so dankbar sind, ist, dass Gott die Versprechung, was er gegeben hat im Alten Testament, 1000 Jahre vor Jesus gekommen hat, dass er wird den Messias schicken, den Erlöser, wird er schicken, was die Menschen wird frei machen, dass die Menschen Hoffnung haben. Wenn die Menschen sollten in dieser Welt wirklich aus einer Menschheit ohne Hoffnung, wo noch so viele Menschen von der Bahn sind, so viele Menschen von der sind noch gerade in dieser Finsternis ohne Hoffnung. Aber wenn wir von der, dass sie wieder hören, was Gott sagt, die Menschen, die in Finsternis, im Düsteren sitzen, die haben Licht sein. Die Menschen, die ohne Hoffnung sitzen, in dieser Welt, die haben Licht sein. Wo haben Licht sein? Wo haben Licht sein? In Jesus Christus. Der Name Jesus
hat eine Meinung. Like das die Name, was der Heißer ist, ist irgendein anderer Name, sagt die Schrift. Hij is dat de foundation, hij is dat de footing op wat we boven doen, op wat we stonen doen. En hij is die wat je komen is, ons dat leven te geven en dat we dat volle genoegen zullen hebben. Dat wordt ons vele dat een ganz verval dat te hebben, dat vingen we aan Jezus Christus. Jezus zegt dat zelfs, hij is dat brood van hemel. Jullie vervoeren, die aten dat brood aan de woestijn, niet dat manna wat eraf kwam, wel dat weer een beeld van dat levende brood, dat werkelijke levende brood wat er nog maar moet komen. Maar we bloos een beeld van dat. Maar van daar is dat levende brood gekomen. Jezus Christus is dat brood. Jezus Christus is dat brood. Hij is die wat ons dat leven geven dat. Hij is die wat het leven heeft voor ons. Zo waar we deze Weihnachtsdag dürfen God danken, dat hij ons het leven gegeven heeft, dat het brood van hemel gekomen is, en dat we vandaag de levende boodschap hebben. Dat Jezus Christus onze zin betoeld heeft en dat we kunnen door ons geloven aan Jezus Christus gered te worden. Mogen we deze genade niet verzemen aan de wereld en wat we leven doen. En we gebruiken het alle dag, jeder einer van ons gebruikt het alle dag vandaag.